Willkommen bei Dynamic Calisthenics. Mein Name ist Achim und das heutige Video soll ein bisschen anders werden als die anderen bis jetzt. Und zwar möchte ich heute mit euch über das Thema Motivation reden. Vielleicht denkt ihr euch jetzt schon, boah, soll ich diese wertvollen Minuten meines Lebens verschwenden und dieses Video jetzt wirklich zu Ende schauen? Falls ihr das denkt, kann ich euch gleich mal sagen, wenn ihr das, was ich euch jetzt erzählen will, vielleicht in die Tat umsetzen könnt, kriegt ihr diese Minuten bestimmt wieder zurück. Fangen wir an. Aufgegriffen von euch Nachrichten oder die Frage gestellt, wie kannst du dich jeden Tag zum Training motivieren, nach der Uni oder nach der Arbeit, wenn du vielleicht schon müde bist, trotzdem immer zu gehen und manchmal 3, 4, 5 Stunden zu trainieren. Ich kriege dann oft die Frage, ja, bist du nicht zu müde und hast du nicht keine Lust und warum gehst du dann und so weiter und so fort. Diese Frage möchte ich euch heute beantworten und außerdem möchte ich euch ein paar Tipps geben, die euch hoffentlich dabei helfen können, euch selbst besser zu motivieren. Was ich euch erzählen will, bezieht sich natürlich in erster Linie aufs Training und sich zum Training zu motivieren, aber ich glaube, dass sich viele Sachen, die sich da auswirken, auch aufs echte Leben und auf die Schule, Arbeit, Uni und so weiter auswirken können. Viele Prinzipien kann man nämlich nicht nur im Sport anwenden. Zuallererst noch, ich mache Calisthenics profimäßig. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass jeder von euch nach diesem Video ein Leistungssportler werden soll und jeden Tag 4-5 Stunden trainieren soll. Calisthenics ist sozusagen einfach mein Ding und ich glaube, dass ich dadurch, dass ich viel selbst sportel, auch bessere Videos, Tutorials und so weiter machen kann. Deswegen sehe ich das so ein bisschen als meine Aufgabe. Es wäre aber natürlich ein Schwachsinn, wenn jetzt jeder von uns Profi-Calisthenics-Sportler werden wird. Worum es eigentlich gehen soll, ist, wie man sich im normalen Alltag motivieren kann, Sport oder vielleicht ein bisschen mehr Sport zu machen. Ich glaube, viele sitzen zu Hause und wünschen sich besser in Calisthenics oder in einer anderen Sportart zu werden oder einfach fitter zu werden oder mehr Sport zu machen. Befinden sich so ein bisschen in einem Teufelskreis. Einerseits sind sie von sich selbst enttäuscht, weil sie nicht gut sind oder weil sie nicht das können, was sie können wollen würden, gehen aber trotzdem nicht trainieren und diesen Teufelskreis kann man irgendwie durchbrechen, wenn man einfach mal anfängt. Das bringt uns noch zum ersten Punkt. Einfach anfangen. Egal, ob es darum geht, mit Sport an sich anzufangen oder nur darum geht, ein einzelnes Training zu starten, es gibt immer einen gewissen Punkt, den man überwinden muss, damit überhaupt mal was gehen kann. Meistens ist das aber schon der schwierigste Teil der ganzen Sache. Ich glaube, eine wichtige Sache ist es hier, dass ihr euch von eurem Körper nichts verarschen lasst. Oft sind wir nach der Arbeit, Schule oder Uni oder was auch immer ihr den ganzen Tag macht, müde und kommen nach Hause und sind einfach nur schlapp. Eigentlich sind wir aber nur im Kopf müde und haben oft nur im Kopf was geleistet, nur gelernt oder nur irgendeinen kopflastigen Job gemacht und unser Körper ist eigentlich noch gar nicht ausgelastet. Oft denken wir dann, das war es mit dem Tag und wir sind hinig und es geht halt nichts mehr. Wir sind dann aber meistens nur im Parasympathikus, also dem Chill-Modus unseres Körpers. Und wenn wir anfangen würden zu sporteln oder uns aufzuwärmen oder was zu machen, würden wir oft wieder in den Sympathikus schalten und wir wären wieder fit und wieder wach und es geht dann eigentlich, wenn man mal wieder drinnen ist. Um das zu erleben, müsst ihr es eigentlich selbst mal ausprobieren. Um mir das Ganze zu erleichtern, hilft es mir sehr, nicht zuerst mal nach Hause zu kommen und müde zu werden, sondern einfach direkt zum Training zu gehen und nicht zuerst mal zu Hause zu sein und ein bisschen zu chillen und müde werden, sondern wirklich direkt zum Training. Das würde ich euch auch raten. Außerdem fühlt es sich sowieso viel angenehmer an, wenn man an einem Tag zuerst alles erledigt, was man an einem Tag machen will und dann seine Ruhe hat. Oft denken wir, wenn wir 1 oder 2 Stunden länger aufbleiben, haben wir mehr vom Tag und können mehr erleben. Wenn wir uns das aber ausrechnen, sind diese 1-2 Stunden oder irgendwas zwischendrin vielleicht 5-10% unseres ganzen Tages und wir haben nur 5-10% mehr vom Tag. Jetzt sind wir aber in diesen, wenn wir jetzt 1-2 Stunden zu wenig schlafen, sicher nicht nur um 5-10% weniger aktiv, sondern ich bin manchmal, wenn ich zu wenig schlafe, halb so aktiv. Auf jeden Fall nicht 90%, sondern viel weniger. Das heißt, wir verlieren eigentlich was und wir gewinnen nichts, wenn wir zu wenig schlafen. Schaut deshalb, dass ihr immer genug schlaft. Natürlich ist Ruhe auch manchmal wichtig und es braucht immer eine Ausgeglichenheit zwischen Aktivität und Ruhe. Anders geht's nicht. Aber ich glaube, dass wir in 80 oder 90% der Fälle, wenn wir denken, wir können jetzt nicht mehr trainieren oder wir können jetzt nicht mehr sporteln, wie gesagt, einfach nur im Kopf müde sind und unser Körper hätte eigentlich noch Energie, sobald wir anfangen würden. Das müsst ihr alle selbst ausprobieren und dann kann ich euch erzählen, was ich will. Wenn ihr das nicht macht, kann ich euch nicht helfen. Deswegen scheißt einfach drauf und wenn ihr euch nicht wisst, ob ihr jetzt trainieren sollt, geht's einfach raus. Wenn ihr das nicht überwindet, werdet ihr nie wissen, ob ihr was erreichen hättet können. Wie ihr das besser schaffen könnt, zeigt euch vielleicht der zweite Punkt. Denkt, während ihr etwas macht, immer daran, was es euch später bringen wird und denkt aber auch daran, was ihr vielleicht verpasst oder verliert, wenn ihr jetzt nichts macht. Wenn wir jetzt für etwas, was wir uns wünschen, arbeiten oder etwas tun, haben wir zwar nie die 100%ige Garantie, dass wir nur deswegen jetzt Erfolg haben werden, aber wir können die Chance darauf deutlich erhöhen. Jeder einzelne Zwischenschritt trägt ein bisschen was dazu bei, egal wie klein er ist. Die Summe macht den Unterschied. Natürlich hat einer mal mehr Glück und einer weniger, aber erfolgreiche Leute sind im Durchschnitt nicht diejenigen, die einmal Glück gehabt haben, sondern die, die immer was weitergemacht haben und nie aufgehört haben, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Der erste Schritt ist wie gesagt oft das Schwierigste, aber vielleicht habt ihr ihn ja schon getan. Ich glaube, jeder von uns hat schon irgendwo mal erlebt, dass sich Arbeit ausgezahlt hat. Sei es beim Training kleine Erfolge oder vielleicht in der Schule, wo man gelernt hat und deswegen eine bessere Note gehabt hat. Irgendwo hat sicher jeder schon mal erfahren, dass er etwas getan hat, was ihm später mal etwas gebracht hat. Wenn sich einmal schon Arbeit ausgezahlt hat und man schon Erfolg hatte, ist es beim nächsten Mal ein bisschen leichter, sich zu motivieren, weil man ja weiß, das Prinzip hat beim letzten Mal auch funktioniert. Wir sollten nicht so oft vergessen, wodurch wir in der Vergangenheit Erfolg gehabt haben, sondern uns eher daran erinnern und die gleichen Prinzipien, die wir damals angewendet haben, nochmal anwenden oder vielleicht sogar verbessern, um wieder Erfolg zu haben. Ein Beispiel von mir aus dem Training ist hier vielleicht der Planche.
Ich habe 2014 angefangen, Branch zu trainieren und habe am Anfang nicht viel weitergebracht. Ich habe einfach immer wieder versucht, ihn zu schaffen und es ist nicht viel gegangen. Aber ich habe gewusst, weil ich früher schon zum Beispiel Frontlever oder Klimmzüge trainiert habe, dass einfach Übungen, die sich oft trainieren und oft probieren, irgendwann mal gehen wird. Deshalb habe ich weitergemacht, obwohl ich eigentlich keine Erfolge gesehen habe. Und es hat lange gedauert, aber ihr seht hier, 2016 habe ich dann das erste Mal geschafft, einen Straight Branch zu halten. Das Ziel der Full Branch habe ich immer noch nicht erreicht, aber ich weiß genau, dass wenn ich jetzt wieder dran bleibe, auch das möglich ist. Deshalb zahlt es sich auch aus, sich daran zu erinnern, warum man früher Erfolg hatte und das gleiche Prinzip wieder anzuwenden. Vergesst also während dem Prozess niemals, dass das, was ihr gerade macht, eure Zukunft positiv beeinflussen wird. Ich glaube, das ist einer der allerwichtigsten Punkte, der oft einfach am Rande stehen gelassen wird. Mit dem Hintergrundgedanken, dass ihr gerade etwas macht, das euch später etwas bringt, können, finde ich, sogar die härtesten Trainings Spaß machen. Das Gefühl, nachdem man etwas Gutes getan hat, ist immer besser als das Gefühl davor. Ich glaube, allein deshalb zahlt es sich schon aus, immer wieder diese Punkte zu überwinden und im Großen und Ganzen baut man sich dadurch auch Schritt für Schritt weiter nach vorne. Der dritte Punkt, den ich euch noch mitgeben will, ist folgender. Habt ein großes, ganzheitliches Ziel vor Augen. Viele wissen zwar zum Beispiel, dass sie einen Planche können wollen oder dass sie einen Frontlever können wollen oder dass sie fitter werden wollen oder sportlicher werden wollen oder wie auch immer, aber ohne ein übergeordnetes Ziel ist es leichter, die Motivation wieder zu verlieren. Überlegt euch deshalb, warum ihr euer Ziel, was auch immer das ist, überhaupt erreichen wollt und was ihr damit anfangen wollt, wenn ihr es mal erreicht habt. Und führt euch das dann während des ganzen Prozesses immer wieder vor Augen. Wenn euch das hilft, könnt ihr es euch aufschreiben oder irgendeine andere Gedankenstütze schaffen, die euch daran erinnert, wenn ihr vielleicht mal in Versuchung gerät, es wieder zu vergessen. Einer gibt sich vielleicht damit zufrieden, dass er nur seine allgemeine Fitness hält oder ein bisschen steigert oder vielleicht ein paar Klimmzüge oder Dips oder was weiß ich lernt und der andere will immer extremere Übungen lernen und will sich immer steigern und will nie stehen bleiben. Beides ist in Ordnung, vergesst aber nicht, dass euer Erfolg auch immer von eurer Investition abhängt. Wer also damit zufrieden ist, nur seine Grundfitness aufrechtzuerhalten oder kleinere Erfolge zu haben, sollte sich auch über kleine Erfolge freuen und nicht immer enttäuscht sein, weil er vielleicht nicht einen Planche oder einen Frontlever oder so lernt. Es ist voll in Ordnung, auch kleinere Ziele zu haben und nicht jeder muss ein Profi werden. Manche haben vielleicht gar keine Zeit mehr in den Sport zu investieren und sind einfach froh, wenn sie vielleicht zweimal die Woche ein bisschen was machen. Besser als nichts. Wer jetzt aber größere Ziele hat, muss natürlich auch wissen, dass sie mit mehr Investition verbunden sind. Mein persönliches, übergeordnetes oder ganzheitliches Ziel ist es, Leuten das Gute, was ich durch den Sport erlebt habe, weiterzugeben. Und das motiviert mich auch im Training immer dran zu bleiben, das motiviert mich, solche Videos zu machen wie das hier und einfach niemals damit aufzuhören. Das ist sozusagen meine übergeordnete Motivation und wenn ich die nicht hätte, wüsste ich nicht, ob ich in diesen kleinen Momenten immer so dranbleiben würde. Dadurch, dass ich mich aber immer wieder daran erinnere, was ich eigentlich im Großen erreichen will, fällt es mir auch viel leichter, in den kleinen Momenten dann motiviert zu sein und zu trainieren oder eben was anderes zu machen und nicht nichts zu tun. Ich glaube, dass jeder von uns dazu geschaffen ist, einen bestimmten Job oder eine bestimmte Aufgabe, die er besonders gut kann, zu erfüllen. Bei jedem ist es etwas anderes. Weil was man nicht gerne macht, kann man auch schwer gut machen. Und jeder hat nun mal andere Vorlieben. Ich weiß, dass ich meinen Job oder meine Aufgabe möglichst gut erfüllen kann, wenn ich jeden Tag etwas dafür tue. Und ich glaube, das ist bei jedem anderen von euch genau gleich. Deswegen sollten wir mal überlegen, wie viele Stunden oder wie viele Minuten wir jeden Tag etwas machen, das uns eigentlich davon abhält, etwas zu tun, in dem wir gut sein könnten oder in dem wir anderen vielleicht damit helfen könnten, gut zu sein. Ich glaube, jeder von uns hat Probleme damit, vom Handy zu sitzen oder Computer zu spielen oder einfach nur am Sofa zu liegen und etwas zu machen, das eigentlich eh nicht richtig Spaß macht, aber von dem man nicht so leicht wegkommt. Und genau deswegen ist es wichtig, sich zu überwinden und einfach anzufangen und einfach rauszugehen. Wenn es um den Sport geht, sind das dann meistens die Dinge, die einen davon abhalten, zum Training zu gehen. Überlegt euch deshalb, wie viele davon ihr streichen könntet und wie oft ihr davon eigentlich vielleicht etwas für eure Zukunft tun könntet und eigentlich danach eh zufriedener zu sein, als wenn ihr nicht gegangen wärt. Jeder Schritt, egal wie groß er ist, ist ein Schritt nach vorne. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nicht zum Training gehen würde, weiß ich, es ist nicht nur ein Schritt, der nicht nach vorne ist, sondern es ist Stillstand und damit sogar vielleicht eigentlich Rückschritt, weil ich eigentlich das, was ich erfüllen könnte, nicht erfülle. Und das motiviert mich auch extrem, jeden Tag zum Training zu gehen und so oft wie möglich, wie ich kann, zu trainieren. Wie gesagt, ab und zu muss natürlich Pause sein, aber Pause sollte nur dann sein, wenn sie auch nötig ist und nicht einfach, weil man keine Lust hat. Jetzt wisst ihr auch meine persönliche übergeordnete Motivation, die größer ist als nur die Faszination, einen Planche oder einen Frontlever oder irgendeinen Move zu lernen, sondern einfach nochmal ein ganzheitliches Bild von dem Ganzen macht und auch motiviert dran zu bleiben, wenn vielleicht mal nichts weiterzugehen. Überlegt euch mal, was eure persönliche übergeordnete Motivation ist oder ob ihr überhaupt eine habt. Ich kann zwar noch einiges zu dem Thema sagen, aber ich glaube einerseits, dass sich natürlich alle ein bisschen selbst auch was daraus zusammenreimen müssen und das selbst in ihr Leben eingehen müssen und andererseits muss auch irgendwann Schluss sein. Deswegen will ich jetzt nochmal alle Punkte zu Ende des Videos zusammenfassen. Der erste Punkt war, einfach anfangen oder es einfach tun. Übersteigt diesen Punkt der Müdigkeit oder Lustlosigkeit so schnell und schmerzlos wie möglich und geht einfach zum Training, ohne viel darüber nachzudenken. Meistens ist es dann eben viel weniger schlimm, wenn man mal angefangen hat. Und außerdem zahlt es sich natürlich trotzdem aus, auch wenn man mal vielleicht müde ist und beim Training nicht so aktiv ist wie sonst. Lasst euch außerdem allgemein nicht so viel Zeit, wenn es darum geht, Sachen, die man schon erledigen kann, zu machen.
Lasst euch nicht von vorgegaukelter oder kurzfristiger Müdigkeit verarschen und gönnt eurem Körper aber auch mal die Ruhe, wenn er sie wirklich braucht. Was ihr aber schon wissen solltet, wenn ihr jetzt gerade vom Fernseher sitzt und eigentlich noch keine Lust habt, braucht ihr die Ruhe gerade wahrscheinlich nicht, sondern ihr solltet euch eigentlich gerade über dieses Limit hinaus pushen und dann in der Nacht genug schlafen, damit ihr da eure Ruhe bekommt. Der zweite Punkt, erinnert euch, während ihr etwas macht, daran, was es euch später bringen wird und aber auch daran, was ihr vielleicht verpasst oder nicht erlebt, wenn ihr es nichts macht, sondern zu Hause bleibt oder nichts tut. Überlegt außerdem, wie viel Zeit eures Tages ihr eigentlich nutzt, um das zu tun, was ihr erreichen wollt und wie viel davon ihr eigentlich verschwendet. Der dritte und ich glaube wichtigste Punkt ist, definiert euch ein übergeordnetes Ziel und vergesst es nicht. Das hilft extrem, die Motivation dauerhaft zu steigen und wirklich dauerhaft auf lange Zeit und nicht nur auf kurzfristige Zeit, wenn man vielleicht gerade mal Lust hat und dann aber keine, dran zu bleiben. Eines kann ich euch noch aus Erfahrung sagen. Ziele zu erreichen, für die man mehr als überdurchschnittlich viel tun hat müssen, fühlt sich auch viel besser an, als nur kleine Ziele zu erreichen, für die man eigentlich fast nichts tun hat müssen. Dinge, für die man nicht viel tun muss, sind meistens auch nicht viel wert. Schließlich hat es sonst jeder von uns. Erinnert euch daran, wenn ihr vielleicht mal keinen Fortschritt oder ein Motivationstief habt. Was glaube ich auch oft passiert ist, dass Leute etwas für sie Unglaubliches oder Unerreichbares sehen und sich aber denken, dass es gar nicht möglich ist, so weit zu kommen. Was dabei aber oft vergessen wird, ist, dass eigentlich alles nur dadurch entstanden ist, dass viele kleine Schritte aufeinander gefolgt dieses große Ergebnis ergeben haben. Ich selbst habe in meiner Sportlaufbahn nie irgendwelche riesigen Schritte gemacht. Ich habe eigentlich immer nur ganz viele kleine Progressionen gehabt und die Summe aus denen haben dann das große Ganze ausgemacht. Jeder, der in dem Sport weit gekommen ist, hat genauso angefangen und hat einfach nur viele kleine Schritte aneinander gereiht. Jeder kann das Gleiche erreichen, es kommt nur darauf an, wie viel man darin investiert. Natürlich muss es nicht jeder erreichen, manche haben auch kleinere Ziele und für den Durchschnitt sollte es eigentlich das Ziel sein, sich fit zu halten, um Spaß an dem Sport zu haben und es sollte nicht darum gehen, irgendeine besondere Leistung erreichen zu müssen oder auf Zwang zu trainieren. Wenn ihr also eine spezielle Übung lernen wollt oder einfach nur fitter oder gesünder oder sportlicher werden wollt und ihr denkt euch, es geht nicht viel voran oder steht still, man bleibt auf jeden Fall dran, weil irgendwann geht es gar nicht anders, dass sich der Aufwand, der da reinsteckt, lohnt. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, dass ich euch erzähle, hat euch helfen können. Denkt daran, ich kann hier reden, so viel ich will, wenn er nicht macht oder selbst probiert, wird das nichts bringen. Jeder hat ein bisschen seine eigene Sicht von der Welt und jeder sieht Dinge anders. Deshalb ist es wichtig, dass ihr auch selbst mitdenkt und selbst ausprobiert und das, was ihr vielleicht gehört habt, auf eure Situation anpasst. Falls ihr noch Fragen, Kritikpunkte oder Anregungen habt, könnt ihr sie mir gerne schreiben. Ich hoffe, ich habe euch mit dem Video helfen können. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Liebe.